Ja, also ich bin gekommen und ich hatte Kopfschmerzen heute. Ich hatte ziemlich viele Termine heute Vormittag, war sehr in Eile, hatte ein bisschen Sorge, dass ich auch rechtzeitig noch hier hinkomme und war verspannt. Also ich merkte so eine Verspannung. Und jetzt ist das weg. Also ich merke so, ne, ich bin geerdet und ich fühle mich in meiner Mitte und ja, fühle mich gut. Kopfschmerzen sind weg. Es gibt ein Lied, das ich total liebe und das ist Bele Mama. Und bei diesem Bele Mama, wenn dann so die Kraft, also zu merken, ich komme auch wieder in die Kraft über das Singen. Und es gibt Lieder, die mir diese Kraft auch ein Stück zurückgeben. Also die mich auch wieder ein Stück in meine Hoffnung bringen und in den Alltag leichter bringen. Also diese Kraft zu spüren, das ist was ganz Schönes. Und deshalb mag ich Bele Mama sehr gerne. Bele Mama, Bele Mama, Bele Mama, Bele Mama, Bele Mama, Bele Mama, sei gewahr, sei hier, sei gelassen, sei frei, sei geliebt, sei stark, sei heil. Sei gewahr, sei frei. Diese Begriffe habe ich auf einmal auch heute endlich verinnerlichen können. Und das habe ich daran gemerkt, dass auf einmal meine Stimme, wo ich am Anfang, also ich habe gerade in letzter Zeit so das Gefühl wieder gehabt, dass meine Stimme so wegkippt. Und heute, nachdem ich diese Begriffe so verinnerlicht habe, da hat das auf einmal durch mich hindurch geklungen und da war auch ein ganz anderer Klangkörper da. Von den anderen besungen werden und dieses angenommen werden und geliebt werden, das stärkt immer unglaublich. Das macht mich gleichzeitig traurig, dann kommen die Tränen und nach den Tränen, das geht mir ganz oft bei dem Singen so, dass ich von so Liedern so berührt werde, dass ich weinen muss. Und wenn die Trauer sich dann gelöst hat, dann werde ich fröhlich. Also bei diesen One bright morning when my work is over, wanna fly away home. Ja, so in der Art. One bright morning when my work is over, wanna fly away home. Heilsam für mich ist, wenn ich, ja, besonders wenn ich in Spannung bin. Also wenn ich merke, so ich bin angespannt oder ich kriege wieder ein Ergebnis, was irgendwie kritisch ist oder so, dann merke ich wenn ich zum Singen komme, dass die Lieder mich weich machen wieder, dass ich aus der Spannung rausgehen kann, dass ich mich auch meinen Gefühlen hingeben kann, dass die Tränen auch da sein dürfen. Und dass über dieses Erleben auch wieder eine Öffnung entsteht, also wieder so eine Weite entsteht. Ich erlebe das Singen als Öffnung und als Weite. Hause, aber das ist irgendwie in der Gemeinschaft zu singen, das ist einfach was sehr Verbindendes. Und ich fühle mich sehr gut aufgehoben in dieser Gruppe. Und manchmal denke ich so, wir brauchen auch gar nicht so viel miteinander reden, sondern das ist irgendwie einfach so ein Verständnis da, über eine ähnliche Geschichte, die wir alle haben, die uns verbindet. Und ich kann in der Gruppe auch mal, wenn mir während des Singens Gefühle hochsteigen, die halt auch unangenehm sind, ich weiß, die anderen
wissen, warum das jetzt so ist. Da gibt es einfach eine starke Verbindung. Ja. Jetzt, wo ich in der Singgruppe bin, merke ich auf einmal, dass das Singen eine andere Qualität hat, auch als im Chor. Es hat die Qualität, dass es, ich habe eigentlich keine Worte dafür, dass es so innerlich schwingt. Also es ist nicht so dieses Äußerliche, wir singen ein schönes Lied, sondern ich habe innen drin Schwingungen und Gefühle und ja. Überwiegend ist es Freude einfach. Freude an dieser Gemeinschaft, Freude an dem Klang, also auch so Genuss, den Klang zu hören, die Vielstimmigkeit zu hören und ein Teil davon zu sein. Ja.